klappt's mir wieder, dann wird's noch schöner und viel besser. Servus und herzlich willkommen zum Dirrsei-Podcast. Hier geht's um besondere Menschen und ihre echten Geschichten aus dem südostbayerischen Raum. Berührend, inspirierend und mitten aus dem Leben. Ich triff spannende Persönlichkeiten, die uns ihre Träume, ihre Visionen und Erlebnisse mitgeben wollen. Seid gespannt, wer wirklich hinter den Leuten mit mutigen Schritten und bewegenden Lebensgeschichten steckt. Das findet man nämlich jetzt raus. Packt mal so beim Dirrsei-Podcast. Grüß euch zu einer neuen Folge vom Dirrsei-Podcast. Heute wird's heimatverbunden und trotzdem weltweit vernetzt. Weil mein Gast ist sehr vielschichtig unterwegs. Einerseits eine tiefe Verbundenheit mit der Natur, mit dem Heim und mit dem Leben und andererseits genauso verbunden mit ganz vielen Menschen digital über Social Media. Tamara Schweider lebt auf einem Hof in Lauter, macht Eselwanderungen, ist Sozialpädagogin und erreicht mit ihren Bildern und Geschichten und Gedanken über 66.000 Leute auf Instagram. Da kennt man sie besser als Bergfexen, soweit ich weiß, oder? Mhm. Herzlich willkommen, liebe Tamara Schweidler. Servus. Wir reden heute über die Bedeutung von Heimat, über starke Frauen in der Landwirtschaft, über digitale Verantwortung und darüber, was es wirklich heißt, seinen eigenen individuellen Herzensweg zum Gehen. Tami, du bist eine sportliche, naturverbundene Frau mit einem Herz für Tiere und die Berg. Hast du das schon als Kind gespürt oder ist das erst mit der Zeit in dir gewachsen? Ich bin aufgewachsen in Hammer. Ich bin ein typisches Siedlungskind. Also ich komme eben nicht aus der Landwirtschaft. Und wir haben damals schon Hasen und Hähner gehabt und hinterm Haus war die Traun. Und natürlich gräbst du da als Kind stundenlang, wenn es da langweilig ist, wie es halt am Dorf manchmal so ist, im Wasser umeinander und im Wald umeinander und Durstlager bauen und Staudamm bauen. Und ja, natürlich bin ich als Kind einfach dann mit Natur und Viecher aufgewachsen. Und meine Mama hat auch gesagt, dass ich als Kind schon immer einen Bauernhof haben wollte. Also anscheinend hat sie das damals schon so ein bisschen rauskristallisiert. Also naturverbunden auf jeden Fall schon immer und meine Geschwister auch, ist uns von der Familie so mitgegeben worden. Mein Papa ist aus Rüpperding, also ein Bergmensch, und meine Mama ist vom Kermsee, also ein Seemensch. Also ich habe quasi das Beste von beiden Seiten. Ja, sehr gut. Mit deiner Firma Wanderwelten Chiemgau möchtest du den Leuten die Natur des Chiemgaus näher bringen. Wie ist denn die Idee genau entstanden? Also die Idee ist überhaupt nicht von mir. Meine kleine Schwester wollte vor vielen, vielen Jahren unbedingt eine Eselwanderung machen. Und ich habe gesagt, so ein Schmarrn, ich zahle doch keine 39 €, dass ich mit dem Esel am Berg raufgehen darf. Und dann hat sie gesagt, na, sie möchte das unbedingt machen und sie liebt Esel. Und dann hat sie gesagt, unsere Männer müssen auch mit. So, jetzt habe ich meinen Teilzeitlandwirt erklären müssen, dass er am Sonntag 39 € zahlen soll, dass er mit dem Esel am Berg raufgehen darf. Der hat mir natürlich einen Vogel gezeigt. Mhm. Wir haben das aber dann gemacht, damals bei der Elke Hoffmann, und haben danach gesagt, es war jeden Cent wert. Wir haben damals mit Esel die Felder an allem aufgegangen. Und ich habe da noch studiert. Ich habe soziale Arbeit mit dem Zusatz der Umwelt- und Erlebnispädagogik studiert. Und die Elke hat das, glaube ich, damals schon ein bisschen gemerkt, dass ich mit den Viecher gut kann und dass ich recht sportlich bin, und habe mich dann während der Wanderung gefragt, was ich denn so mache und ob ich nicht Lust hätte, bei ihr so ein bisschen aushilfsmäßig einzusteigen, weil bis dahin war es hier allein und ihre hat damals Wanderwelten Chiemgau eben auch gehört. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Geld verdienen und auf den Berg gehen und draußen sein, warum eigentlich nicht? Coole Kombi. Ja, und so ist das alles zustande gekommen. Und 2023 habe ich dann von der Elke Wanderwelten Chiemgau übernommen. Wir haben damals die Esel vor der Feldland einmal ausgeliehen quasi und haben mit denen dann erst runtergegangen, haben uns unten mit den Klienten und Klientinnen getroffen und haben dann mit denen wieder aufgegangen. Mhm. Und die haben aber dann in die Zucht gegangen und dann haben wir die Esel nicht mehr hernehmen können. Und dann wollte die Elke schon alles hinschmeißen und hat gesagt, na, sie hört jetzt auf, sie gehen in Renten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, stopp mal, wir haben ja Platz hier bei unserem Hof. Und habe dann mal die Jungs, also der Hof gehört meinem Freund und seinem Bruder als GBR zu gleichen Teilen. Ah, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr dein Freund, oder? Ja, jetzt ist mein Mann, genau. Also Schweidler stimmt auch nicht mehr, ich heiße jetzt Wadler. Ah, echt, oder? Genau. Ja, sehr cool. Ja, und das heißt, ich muss nicht nur über meinen Mann überreden, sondern auch seinen Bruder, wenn ich irgendwas möchte. Und ich habe dann gesagt, kann man da nicht vielleicht Esel auf dem Hof hinstellen? Und die haben mir erst meinen Vogel gezeigt. Also die haben sich gedacht, jetzt dreht es völlig durch. Aber ich habe mich durchgesetzt,
wie so immer im Leben. Und genau, so ist es dann alles zustande gekommen, dass wir uns dann so im Esel zugelegt haben und ich 2023 Wanderwelt-Chiemgau übernehmen durfte von der Elke. Die Elke ist immer nur Teil von dem Ganzen, unterstützt mich mit die Esel, ist so ein bisschen im Hintergrund meine beratende Funktion, weil die das natürlich damals auch alles aufgebaut hat und weiß, wie das Business funktioniert. Aber da ich ja auch Erlebnispädagogin bin, wollte ich schon immer mal irgendwie so was Eigenes haben. Dass das aber dann so schnell kommt und mir irgendwie so zufliegt und unerwartet alles passiert, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich muss auch sagen, mich hat das 23 brutal überrollt. Also so eine Firma zum Übernehmen, ich dachte so easy peasy, gell? Ich meine, die Eselwanderungen mache ich schon die ganze Zeit, aber was da schon auch bürokratisch auf einen zukommt und so weiter, das habe ich extrem unterschätzt. Okay, aber es läuft mittlerweile, oder? Jetzt läuft's. Tatsächlich habe ich jetzt dieses Jahr leider meine Hauptzeit so ein bisschen aussetzen müssen, wegen der Hochzeit, weil es natürlich auch recht viel Arbeit war. Aber jetzt geht es wieder los mit den Wanderungen und wir stehen zur Verfügung. Okay. Unsere Esel. Dein Esel, ja. Ja. Toni, Apollo 13, Mama Elsa und die Uschi. Gemeinsam seid ihr da mit Gruppen unterwegs. Was passiert denn eigentlich bei so einer Eselwanderung genau? Also wie läuft das ab? Also erst einmal kommen die Leute zu unserem Hof und haben meistens ziemlich begeistert, wie schön das bei uns ist. Das ist ganz cool, weil dann merke ich das auch immer nochmal, weil manchmal vergisst man das. Und dann, genau, gehen wir zu den Esel hinten und dann gibt es erstmal eine kleine Einführung, weil ich natürlich nicht einfach die Leute da zu die Viecher reinlasse und die Viecher auf die Leute loslasse oder die Leute auf die Viecher loslasse. So ist es ja manchmal auch. Und genau, dann stelle ich ihnen die Esel vor und die dürfen dann auch rein zu die Esel und dann erzähle ich so ein bisschen was über das Eselwesen, weil Eseleigenschaften haben, die viele Leute gar nicht wissen. Und dann, genau, wird gestriegelt. Dann sehe ich schon mal so ein bisschen, okay, haben da Leute dabei, die vielleicht ein bisschen Respekt haben oder Angst haben? Gibt es da Leute mit besonderen Bedürfnissen? Wie reagieren die Esel auf die Leute? Und dann, genau, gibt es eine kleine Einführung, wie man so einen Esel führt und dann starten wir los. Und dann haben wir eine Stunde unterwegs, in und um Lauter, durch unseren Wald auch durch und durchs Dorf durch und da kennt uns auch schon jeder. Und genau, danach gibt es dann als Belohnung natürlich Geld für die Esel und für die Leute gibt es meistens dann von mir auch noch Kaffee und einen selbstgemachten Kuchen, das gefreut dann auch recht. Dann hocken wir ein bisschen zusammen, erzählen ein bisschen was über die Landwirtschaft, über unsere Viecher, genau, unsere Weidehaltung, Mutterkuhhaltung. Das ist natürlich auch was die Leute interessiert. Und so ein bisschen dieses Bild der gläsernen Landwirtschaft, das ich auch vermitteln möchte, das nehme ich dann natürlich gleich mit, dass ich die Leute dann da auch gleich noch abhole. Also dann geht es oft nicht nur um Esel, sondern natürlich um das große Ganze, weil sie alles gegenseitig bedingt. Du hast gesagt, du erklärst die Leute, was für Eigenschaften so Esel haben, gell? Also ich kenne noch eine Eigenschaft von Esel, dass der manchmal ganz schön stur sein kann. Was tust denn du, wenn so ein Esel bei der Wanderung einfach mal gar keinen Bock hat? Also, als allererstes einmal, ein Esel ist nicht stur. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Also das ist ein richtiger Glaubenssatz, oder? Ja, ein Esel ist bedacht. Das kommt daher, dass ein Esel kein Fluchttier ist. Also Pferde zum Beispiel ist ein Fluchttier. Wenn ein Pferd erschrickt, dann rennen sie erstmal weg. Der Esel nicht. Okay. Der Esel bleibt immer erst einmal stehen. Und dann überlegt er halt erst einmal. Das kommt daher, der Esel ist ein Wüstentier, das wissen auch ganz viele Leute nicht. Also der Esel ist nicht hier bei uns heimisch, das ist, wie wenn ich mal ein Kamel herstelle. Gell? Okay. Also der steht eigentlich am besten in der Kiesgruppe, sagt man. Ein Esel kehrt hier eigentlich nicht her. Den kennst du aus Italien, Griechenland, Kroatien, wo es halt recht steinig, geröllig ist, wo es heiß ist. Und dadurch, dass das das Habitat vom Esel ist, hat er das als Urinstinkt in sich drinnen, dass er bei Gefahr erstmal stehen bleibt, weil wenn er jetzt mal kopflos davor rennen und fliehen darf, wie das blöde Pferdl zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich jetzt die Pferde beleidigt habe. Pferdedamen zu. In dem Fall ist leider so, der Esel ist da sehr schlau, der bleibt nämlich erst einmal stehen, weil wenn er das jetzt mal davor laufen hat, dann darf er sie vielleicht sämtliche Haxen brechen oder sie halt verletzen, weil es halt einfach in dem Habitat vom Esel sehr geröllig, karstig, steinig ist.
Deswegen hat er das als Urinstinkt in sich drin, dass er erstmal stehen bleibt, erstmal schaut, erstmal hört, natürlich mit den großen Ohren, erstmal riecht und sie dann in der Herde, das ist ein extremes Herdentier, der Esel, mit den anderen abspricht, lohnt sie es überhaupt weg zum Laufen. Okay. Oder warten wir einfach erstmal ab. Und daher kommt es, dass man sagt, der Esel ist stur, aber eigentlich ist er sehr bedacht. Und ich finde das eigentlich eine schöne Eigenschaft, weil wir Menschen das verlernt haben. Wir leben in so einer schnelllebigen Gesellschaft, wo man schnell mal Sachen tut oder sagt, die man vielleicht nicht oder gesagt hätte, wenn man erst mal drüber nachgedacht hätte. Und ich finde eben gerade das ist eigentlich das Schöne am Esel. Nicht nur diese Ruhe, die er ausstrahlt und diese Bedachtheit, sondern einfach auch dieses, jetzt schauen wir erst einmal und dann sehen wir es schon, so wie wir Bayern ja auch gern sagen. Gut. Wenn ihr mit Esel so unterwegs seid in der Naturwanderwelt, wie reagieren eigentlich da so andere Leute drauf, wenn ihr da mit den 4 Esel rumläuft Also, und die Wandergruppen? egal wer uns sieht, wir werden immer angelacht. Freuen sie immer, oder? Immer. Die Leute freuen sich immer, wenn sie Esel sehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil es vielleicht so lustig ausschaut mit ihren langen Ohren. Bei Pferden ist das, glaube ich, nicht so. Ich weiß nicht genau. Aber wenn wir mit Esel irgendwo haben, wir werden immer angelacht. Das ist echt richtig, richtig schön. Gut. Und gibt es da eine besondere Geschichte von Teilnehmerinnen oder Teilnehmern, wo du sagst, wow, die ist da noch irgendwie total besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht irgendein emotionaler Moment? Ja, da gibt es einige. Ich habe einen Esel, der Toni, das ist so ein bisschen unser Sensibelchen, der ist recht vorsichtig und denkt viel nach. Und das ist so ein bisschen unser Kinderesel. Also ich habe immer mal wieder die Erfahrung, dass Kinder dabei sind und die Mengen dann den Toni führen. Und ich muss dazu sagen, der Toni ist einer von den am schwierigsten zu führenden Esel, weil der ist sehr verfressen und der zirkt halt alle 10 Minuten irgendwo in die Wiesen rein. Und der hat schon Kraft, das ist mein kräftigster Esel auch. Und der hat, da muss man einfach sich so ein bisschen durchsetzen und das ist bei Kindern halt oft schwierig, gell, weil die Kraft da einfach nicht haben. Und dann habe ich echt immer wieder so Kinder da, 2-3 Mal war das jetzt halt schon, die dann in ihrer eigenen Toni-Welt leben. Also die spazieren dann da mit dem Toni dahin und der Toni ist der bravste Esel auf der Welt. Also so wie ich noch nie gesehen habe. Vergisst er, dass er eigentlich fressen möchte und die verzeihen dem irgendwas von der Schule oder wer einer Tag war oder was sie gerade beschäftigt. Und der Toni hört zu und dann gehen die da und die Kinder kriegen überhaupt nichts mehr mit, was außenrum passiert. Also auch die Eltern sind total perplex und denken sie, okay, was ist eigentlich mit meinem Kind los? Und das ist total faszinierend, finde ich, was die Tiere auch für einen Einfluss auf Menschen oder auf Kinder auch haben. Und wir arbeiten mit dem Blindenverein zusammen und mit der Lebenshilfe. Das heißt, wir haben manchmal Menschen da, die nichts sehen. Und ich habe mal ein blindes Ehepaar mit einer sehenden Tochter da gehabt. Das war auch total spannend, weil die Tochter quasi die so ein bisschen dirigiert hat, wo sie müssen. Und an Apollo 13 hat das Ehepaar so ein bisschen in die Mangel genommen. Also sie haben rechts und links gegangen und der Esel in der Mitte. Und haben am Schluss gar nicht mehr den Strick halten müssen. Also der Apollo 13 hat das sofort checkt, was da los ist und dass er vorsichtig sein muss und hat die quasi da über diesen Weg geleitet. Und das hört sich jetzt alles so bilderbuchmäßig an, aber dass dann solche Sachen wirklich passieren. Das entsteht ja dann da, oder? Genau, Also das heißt, das musst du gar nicht mehr steuern, das macht der Mensch und Tier selber. Ja. Und ich stehe dann da und beobachte das und da geht natürlich mein Sozialpädagogen und Erlebnispädagogenherz auf bei sowas, weil das einfach schön ist. Und ja, die Negativseiten gibt es natürlich auch. Also manchmal habe ich halt Stotterer da, das ist jetzt wieder so ein bisschen stereotypisch, aber leider aus der Stadt, die halt nicht so unbedingt Tierkontakt in ihrem Leben gehabt haben und vielleicht nicht unbedingt wissen, wie man mit so einem Viech umgeht, die dann an dem Esel rumreißen und der Esel ist echt nicht blöd, weil der merkt das sofort. Und der kriegt dann ganz schnell die Retourkutsche, wenn sich der Mensch nicht richtig verhält. Und dann macht halt der Esel, was er gern tut. Okay. Und das ist eigentlich dann so eine Art Spiegel für Menschen, oder? Genau. Und die Leute wundern sich dann. Okay. Und ich schaue halt zu und denke mir, ja, also entweder du lernst jetzt was draus oder du gehst halt heim und sagst, so ein Scheiß, das mache ich nicht mehr. Gut. Tami, dein Papa, der Jochen, ist ja auch oft mit dabei. Als zertifizierter Natur- und Kulturlandschaftsführer, soweit ich gelesen habe. Kannst du uns mal sagen, was ist denn das genau für eine Ausbildung? Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Das hat er damals gemacht, wie ich nur ein Kind war. Aber mein Papa weiß brutal viel über die Entstehung unserer Kulturlandschaft, über die Berg, über Gesteine,
war lange oder ist seit langer Zeit Mitglied im Naturkunde Mammutmuseum in Sierksdorf. Wir als Kinder auch schon immer. Ja. Also wir waren da schon immer dabei bei den geologischen Wanderungen und der Papa geht bei meine Wanderungen immer mit. Der Immer? Oder eigentlich immer, nur, ja. wenn du keine Zeit hast? Gibt es Nein. miteinander? Ja, genau, der ist Rentner und Schöne Grüße an Papa. liebe Grüße, Papa. Der ist Rentner und hat jetzt sonst nichts zu tun. Sehr gut. Und nein, ich bin wirklich froh, dass er da ist und dass er mir hilft. Und vor allen Dingen auch ein Benefit ist, dass mein Papa brutal gut Englisch kann. Der ist am Helvots Hies Stammtisch und im Club von Traunstein. Und wenn ich jetzt halt Leute da habe, das passiert auch manchmal. Letztens habe ich ein Ehepaar aus Neuseeland da gehabt. Dann ist das ganz praktisch, weil dann mache ich ganz normal meine Einführung und so. Mein Papa steht daneben und übersetzt. Ja, sehr gut. Und wie ist es gleichzeitig, irgendwie in einem Arbeitsverhältnis zusammen zum Arbeiten und gleichzeitig Tochter, Vater zum sein? Ist das komisch oder ist das schön oder ist das anders? Mei, die meiste Zeit ist schön. Manchmal ist es halt auch einfach, ja. So, das können wir auch rausschneiden. Nein, das lassen wir. Nein, es ist immer schön. Und ich freue mich immer, wenn mein Papa da ist. Und weißt du, wer sich am meisten gefreut, wenn mein Papa da ist? Die Esel Ah ja, gut. und meine Mama, weil es dann ihre Ruhe hat daheim. Sehr gut. Und was würdest du sagen, Tami, welches Zielpublikum passt denn am besten für euer Konzept Wanderwelten Chiemgau? Welche Gruppen daten euch wahrscheinlich perfekt buchen? Jeder. Ja. Bei uns kann jeder wandern, außer du bist nicht gut zu Fuß. Dann wird es ein bisschen schwierig und mit Babys oder Kleinkindern, aber wir haben auch schon Familien gehabt, die dann mit dem Kinderwagen mitgegangen sind oder die Kinder auf der Schulter dran haben und so weiter. Bei uns ist es leider nicht so, dass jemand auf dem Esel reiten kann, weil mein Einsatz ist mit dem Tier und nicht auf dem Tier. Aber grundsätzlich kommt bei uns von jung und alt, Beeinträchtigung, Nicht-Beeinträchtigung, jeder mitgehen. Und wenn man meint, das geht nicht, dann machen es wir möglich. Also schickt einfach eine Anfrage, man kann immer drüber reden. Wir haben jetzt halt sogar Anfrage vom Altenheim in Rüpperding, da fahren wir halt dann mit die Esel hin. Also wenn ihr Esel erleben mögt oder wenn ihr uns da haben mögt, wir haben sogar schon mal auf eine Hochzeit gefahren zum Fotos machen. Schön. Also fragt uns einfach. Wir haben grundsätzlich für alles offen. Und ihr bietet das ja hauptsächlich für Leute, die Ruhe suchen und Verbundenheit zur Natur. Welche Rituale hast du selber für dich, dass du zur Ruhe kommst und verbunden bleibst? Ja, am allerwichtigsten Handy weg. Das ist bei mir natürlich... Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Genau. Da schauen wir mal, wie du das machst. Ja, also Handy weg. Was mich brutal erdet, ist, wenn ich was mit meinem Mo mache, weil der auch eher so ein bisschen, also bei uns in der Beziehung bin ich eher so die wildere, umgetriebenere und er ist ein bisschen mein Ruhepol, Okay. auf jeden Fall. Und wenn ich wirklich einen Scheißtag gehabt habe oder wenn es mir nicht gut geht, dann ist der erste Weg, den ich gehe, immer zu die Esel oder zu die Viecher. Ohne Handy. Ohne Handy. Also gut. das ist bei mir echt, das war als Kind schon so, wenn es irgendwas war oder so, ich bin der erste Weg war zu die Hasen in den Hasenstall oder zu die Hähner in den Hähnerstall. Mir einfach irgendwo hier zum Sitzen und die Viecher um mich herum zu haben, das ist das, was mir am meisten erdet. Oder raus zum Gehen. Also auf den Berg zum Gehen, einfach mal weg oder mir an See zum Flacker, irgendwo hin, wo nicht viele Leute sind. Das ist für mich das Beste, ja. Tami, dein Leben in der Landwirtschaft. Wie schaut denn bei dir so ein Alltag am Hof zwischen Stall, Wiesen, Tiere und Social Media aus? Alltag gibt es eigentlich gar nicht so richtig bei mir tatsächlich, weil ich so viele Sachen gleichzeitig mache. Aber was immer gleich ist, ich stehe in der Früh auf und ich gehe runter und ich mache die Hähne auf, schaue, ob da alles passt. Dann geht es zu die Esel, die kriegen dann ihren Mineralfutter und ihren Hai zum Frühstück oder ich lasse sie auf die Wiesen aussehen. Schau, dass da auch alles passt natürlich. Dann geht es zu die Kalben oder zu die Kühe. Schau, dass da alles passt und dann schaue ich meistens noch beim Opa alles passt. Der krebst nämlich auch wieder am Hof umeinander und den triff ich da meistens schon und dann frage ich ihn halt, wie es ihm geht. Und manchmal geht es ihm gut und manchmal geht es ihm nicht so gut. Und genau. Und auf Nacht dasselbe wieder. Auf Nacht wird nach die Viecher geschaut. Also Hähner zu machen, schauen, ob alles passt. Esel fuhren, obwohl es
manchmal gibt es Tage, da bin ich auf noch gar nicht bei die Esel. Das ist dann manchmal auch ganz schön, wenn man dann weiß, man muss nicht schauen, weil ich habe nämlich Eselpaten. Das sind Leute, die kommen am Abend und deren futtern, striegeln, streicheln, machen sauber. Das kostet nichts. Das ist einfach eine Win-Win-Situation. Ich muss nicht schauen. Und die genießen die Zeit total mit die Esel. Und da habe ich wirklich von einer ist in meinem Alter, der kommt nach der Arbeit over, der mag Esel einfach gern. Dann habe ich eine Mama mit einer Tochter, die unbedingt ein Pferd wollte. Und dann hat halt die Mama gesagt, jetzt machst du erstmal so eine Eselpatenschaft und dann schauen wir mal. Und das ist einfach schön auch zum Wissen, dass die Esel nicht nur mich sehen, so blöd gesagt, sondern dass auf Nacht auch vielleicht mal wer anders da ist, der dann schaut, mein Papa kommt einmal die Woche, die Elke Hoffmann kommt einmal die Woche. Und da wäre ich dann schon ein bisschen entlastet. Genau, aber sonst, ich schaue eigentlich auch trotzdem einfach nur jeden Abend zu die Esel, ob alles passt, zu die Viecher. Und ganz oft guckt man dann gerade im Sommer auch noch draußen, Spätzle kommen vorbei. Es ist eigentlich jeden Tag so. Die Buben haben am Hof unterwegs. Ich liebe den Sommer, das ist einfach schön. Wenn da rührt sich einfach was auf Nacht. Und ja. Gut, Tammy. Gibt es außerhalb von den Tiermomente noch mal andere Momente, wo du das Handy ganz bewusst weglegst? Ja, mein Mo und ich haben seit vielen, vielen Jahren einen Pärchensonntag. Der ist ja ganz, ganz wichtig für uns, weil dadurch, dass er Vollzeit arbeitet und nebenbei noch die Landwirtschaft macht, das heißt, er kommt heim von der Arbeit, geht in den Stall und am Wochenende wird natürlich auch alles aufgearbeitet, was so ansteht. Und ich natürlich ja auch eigentlich 3 Jobs habe und am Wochenende meine Eselwanderungen und auch viel zum Tor habe, ist das manchmal ein bisschen schwierig mit der gemeinsamen Zeit. Und ich glaube, es ist ganz gefährlich, dass man sie da verliert, gerade in so einer Landwirtschaft, wo man nebenher arbeitet, weil da, also klar, du hast was miteinander gemacht und du hast die gesehen, aber du hast ja trotzdem nicht diese romantische Pärchenzeit. Und alle unsere Freunde und Familie wissen, sie müssen uns am Sonntag überhaupt nicht schreiben oder so, die wissen genau, da ist unser, nicht erreichbar. Genau, wir sind nicht erreichbar, da ist unser Pärchensonntag und da wird mein Handy meistens auch überhaupt nicht angerührt, tatsächlich. Ja. Sehr schön. Zurück nochmal zur Landwirtschaft. Hast du im Moment das Gefühl, dass in der Landwirtschaft gerade was verändert, speziell für Frauen? Oder in Verbindung mit Frauen? Ich habe das Gefühl, die Landwirtschaft ist in einem Umschwung. Die jüngere Generation kommt und ich glaube, dass da viele dabei sind, die es anders machen möchten. Also viel Kreativität. Genau, wir kennen da auch dazu. Wir haben einen Milchviehbetrieb übernommen und haben halt dann vor der Entscheidung gestanden, klatschen wir da einen Millionenhof hier und stellen uns 150 Milch hier in den Stall und entscheiden für unsere nächste Generation mit oder machen wir es anders. Und das war für uns auch kein einfacher Schritt und wir haben das Glück gehabt, dass unser Altbauer, also der Opa, wir haben quasi eine Generation übersprungen. Also meine Schwiegermama hat schon ein bisschen Mito, aber nie so mit voller Inbrunst. Ja. Die hat eher über die Gästepension gemacht. Und der Opa hat immer gesagt, macht's, ich stehe hinter euch. Und wenn irgendwas nicht hinhaut, dann werdet ihr es dann schon sehen. Oder wenn er gesagt hat, irgendwas haut nicht hin, dann war es auch meistens so. Und ich glaube, viele haben das Glück nicht. Ich glaube, viele haben einen Altbauern vielleicht daheim, der das nicht gut findet, wenn man es anders macht. Da ist einfach wichtig, sie durchzusetzen und vielleicht auch der Elterngeneration zum sagen, es geht auch anders. Ich möchte gar nicht schlecht reden, dass Leute das so machen, wie sie es machen, aber ich glaube, es geht einfach auch noch besser. Und ja, da, glaube ich, passiert gerade ziemlich viel und wir stehen da auf jeden Fall auch immer zur Verfügung, wenn man sich mal was anderes anschauen möchte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Begriff gläserne Landwirtschaft ist bei uns sehr präsent. Wir haben eine Gästepension nur am Hof und bei uns kann jeder alles anschauen. Okay. Also wir haben nichts zu verstecken. Wir haben Hochlandrinder, eine Hochlandrinderzucht und gehen damit in die Fleischvermarktung. Wir bauen die Herde gerade auf. Wir haben jetzt testweise für die Hochzeit auch unseren ersten Ochsen geschlachtet, um mal zu schauen, wie viel Fleisch ist das, wie funktioniert das alles. Taugt uns der Metzger, ist der Ablauf so, wie er ist, für das Viech in Ordnung und für uns in Ordnung. Und ich glaube auch auf Social Media das zum Zeigen, also auch so Schlachtprozesse, was ja viele gar nicht machen, das gehört halt zum großen Ganzen dazu. Und damit möchte ich vor allen Dingen Leute abholen, die Fleisch essen
Ja. Also ich möchte überhaupt nicht Leute, die kein Fleisch essen, dazu bringen, Fleisch zum Essen. Ich finde das völlig fein. Ich esse auch sehr selten Fleisch. Und die Leute, die Fleisch essen, die sollen einfach so ein Fleisch essen, wo die hinfahren können und schauen können, das ist der Xaver, den kennen ganz viele Leute von Social Media, den haben wir jetzt geschlachtet. Und alle waren so, oh mein Gott, der arme Xaver. Aber ich denke mir halt dann auch so, ja, aber ich weiß halt, wer es war. Wenn ich im Supermarkt gehe und irgendein Fleisch kaufe, dann weiß ich nicht, wer das war. Und dann weiß ich vielleicht auch nicht unbedingt, ob es dem Viech gut gegangen ist. Klar, da steht irgendeine Haltungsstufe drauf und so weiter. Aber dieser persönliche Bezug finde ich eigentlich fast am wichtigsten. Das heißt, das ist da der Antrieb, sage ich mal, für die Konsumenten, oder? Ja, auf jeden Fall. Und hast du dann auch den Antrieb in der Vision für andere Landfrauen, dass du auch da nochmal auch gelesen bist mit deinem Hof, was du sagst, wow, geht's mal neue Wege oder probiert es mal anders oder dort sein eigenes mit reinbringen? Ist das auch so eine Vision von dir? Oder? Also was mir ganz wichtig ist, ist zum Transportieren, dass man als Frau genauso viel wert ist. Und das wird mir Gott sei Dank am Hof auch gespiegelt. Also bei mir wird da kein Unterschied gemacht. Ich gehe genauso mit in den Wald und wenn ich einen Baum scheiße geschnitten habe, dann wird mir das auch gesagt und dann liegt es nicht daran, dass ich eine Frau bin, sondern das wird am Felix genauso gesagt, wie er es scheiße gemacht hat oder am Flo. Also dann weiß ich genau, okay, das liegt jetzt nicht daran, dass ich eine Frau bin. Das ist aber bei mir oder bei uns am Hof so. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist bei euch im internen Umfeld so. Aber wir sind im Außen. Wie wird man da gesehen? Ich lade Videos hoch, wo ich einen Baum umschneide und es ist eigentlich immer so, dass Kommentare immer von Männern kommen, du machst das und das nicht richtig oder pass fei auf, also so Besorgnis, weil ich bin ja eine Frau, ich kann mir ja weh tun oder ich stehe nicht richtig, ich schneide nicht richtig und ich sage eigentlich schon davor, bevor ich so, forstwirtschaftlichen Content hochlade, mache ich schon immer eine Story und sage, bitte verzichtet auf Tipps und so weiter. Ich habe 3 Männer dabei. Ich habe eine Person, der Hans, das ist der Bruder von unserem Altbauern, vom Opa, der sehr erfahren ist und der uns da auch ganz viel gelernt hat. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Also nur weil du jetzt einmal angefangen hast zum Schneiden, heißt das nicht, dass du das innerhalb von 3 Jahren perfekt kannst, außer du machst es vielleicht hauptberuflich. Und ich sage dann, verzichtet jetzt bitte auf Tipps, ich werde da super umsorgt und ich lerne das gerade und seid da bitte einfach nachsichtig mit mir. Und es nervt auch, oder? Es nervt einfach, wenn Männer dann immer meinen, sie wissen es besser. Und es sind halt immer Männer, die das meinen, sie wissen es besser. Also das kommt eher von den Männern, oder? Was du sagst, das darfst du von der Gesellschaft wünschen? Es kommt nur von den Männern. Okay. Ja. Leider. Also liebe Männer, passt mal ein bisschen auf im Umgang mit den Landfrauen. Und die kennen das schon, oder? Ja, und ich bin ja total gern die typische Landfrau, die im Garten ist und Sachen erntet und was Schönes draus kocht. Und ich möchte aber auch die Landfrau sein, die mit in den Wald geht und Baum umschneidet und die beim Schlachten vom Ochsen dabei ist und den pflegt. Und ich möchte einfach, dass das normal ist, dass Frauen das auch machen und dass nicht jeder sagt, das ist aber krass für eine Frau, das ist aber toll für eine Frau, du bist so eine Powerfrau. Nein, ich bin keine Powerfrau. Ich bin eine ganz normale Frau, die einfach alles macht, was alle anderen auch machen. Deswegen bin ich keine Powerfrau. Tami, gab es in deinem Leben Frauen, ob in der Familie oder sonst irgendwo, wo du sagst, die haben mich echt richtig geprägt und inspiriert? Ja, meine Schwiegermama. Die ist einfach eine faszinierende Frau, weil die damals 2 kleine Kinder gehabt hat, um 4 in der Früh aufgestanden ist, in den Stall gegangen ist, 40 Milch hat mit dem Opa zusammen, dann Frühstück für die Gäste hergerichtet hat. Wir haben 20 Gästezimmer, das ist wirklich ein Haufen. Dann Zimmer putzt hat, Wäsche gemacht hat, Frühstück aufgeräumt hat, Mittagessen gekocht hat für alle, die am Hof gearbeitet haben, sich nebenbei irgendwie um ihre Kinder kümmert hat, die wirklich sehr gut geraten sind. Also ich finde das absoluter Wahnsinn, was diese Frau in ihrem Leben geleistet hat. Und Nachmittag dann wieder in den Stall gegangen ist um 4 Uhr, auf Nacht nur die Buchungen gemacht hat, zwischendrin nur Zimmer putzt hat. Also es ist für mich unerklärlich, wie man sowas leisten kann. Und das ist eine von vielen Frauen, die das täglich leisten. Und es ist leider, wird das einfach nicht so gesehen, also von der Gesellschaft. Und das finde ich total schade und ich finde das so faszinierend, was Frauen generell leisten. Also wenn mich jetzt jemand fragen hat, wer ist dein Vorbild, hat die immer sagen Frauen. Also egal welche Frauen haben einfach
meine Freundin ist alleinerziehend und was die schon täglich leistet, alleinerziehende Frauen, das ist einfach, ja, nur beispielhaft. Danke. Tammy, du bist ja nicht direkt auf dem Bauernhof in Hollenich aufgewachsen. Wie war denn das, als du dich entschieden hast, dass du auf den Hof ziehst? Du hast ja im Eingangsinterlude schon mal gesagt, ja, du warst immer gern bei Tieren in der Natur gewesen und jetzt ist eigentlich der Wunsch in Erfüllung gegangen. Das war easy, oder? Der Umzug. Es war tatsächlich, also ich bin schon ziemlich lang mit meinem Mo zusammen, schon seit 14 Jahren. Aha. Und ich habe ganz lange gar nicht gewusst, dass der einen Bauernhof daheim hat. Ah, ja, auf. Weil der natürlich, wir waren so 15, 16, gell, da war das total uncool. Okay. Also er hat es total uncool gefunden. Und das Elternhaus, also die haben nicht am Hof gewohnt, sondern das Elternhaus war ein bisschen unten bei der Feuerwehr. Das ist 3 Minuten weg. Das heißt, er hat nie erwähnt, dass ein Hof da ist. Genau. Ich habe das ganz lange gar nicht gewusst, bis das dann irgendwann mal aufgekommen ist. Und ich war am Anfang gar nicht so viel am Hof tatsächlich. Und wir waren dann mal 2 Jahre nicht mehr zusammen. Also wir waren mal 2 Jahre getrennt, haben so ein bisschen andere Wege gegangen, haben da auch gar keinen Kontakt miteinander gehabt und haben dann nach 2 Jahren wieder zueinander gefunden. Und da hat es dann erst angefangen, dass ich so ein bisschen mit am Hof unterwegs war. Und ich habe davor in Rüpperding gewohnt und ich habe wirklich schweren Herzens Rüpperding verlassen. Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm, wegen die Berg. Verstehe. Habe ich auch mal kurz gewohnt in Rüpperding. Ja, du hast halt 5 Minuten zum Unterberg und weißt schon, und dann bist du halt in Lauter, wo du erst mal 20 Minuten fahren musst. Also gut, es gibt noch einen Teisenberg, aber das ist jetzt nicht so mein Favorit. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und mittlerweile weiß ich aber diese Weite total zu schätzen. Also, dass man auch mal auf die Berg drauf schauen kann. Das ist total schön. Und das mag ich mittlerweile fast sogar lieber, muss ich sagen. Und auf dem Hof zum Ziehen war dann eigentlich so eine Hauruck-Aktion, weil ich habe aus dem Haus in Rüpperding raus müssen, weil meine Cousine das umbauen wollte und herrichten wollte. Und dann habe ich zum Felix gesagt, so jetzt, du hast ein halbes Jahr Zeit, um eine Wohnung zu bauen, auf geht's. Und genau, dann war das so eine Hauruck-Aktion und der Felix hat das natürlich auch alles gemacht und die Wohnung noch fertig gekriegt. Und dann bin ich gleich eingestiegen mit Melcher, weil der Opa so Schwierigkeiten mit den Händen gekriegt hat. Der hat Gicht gekriegt in die Hände. Und dann bin ich gleich 2-mal die Woche eingestiegen zum Melcher und dann war ich gleich mittendrin. Da passt das nächste Jahr gleich sofort. Liebe Tammy, was bedeutet für dich Heimat? Wo ist es und welcher Gefühl hast du dabei? Meine Heimat ist natürlich am Hof. Da habe ich das Gefühl von Geborgenheit, Zufriedenheit, eigentlich fast immer. Also die Zufriedenheit ist was ich finde ganz wichtig ist im Leben. Aber auch in Rüpperding. Also ich fühle mich in Rüpperding wahnsinnig zu Hause, weil ich da einfach auch lange gewohnt habe und ja, ich da alles auch mit meiner Oma verbinde. In Hammer, natürlich bei meinen Eltern und an der Traun unten, da fühle ich mich natürlich auch sehr wohl und heimisch. Und ja. Das heißt, eine Kombination aus schönen Dingen im Chiemgau, oder? Total, auf jeden Fall, ja. Jetzt zu einem anderen Thema, Social Media. Der Weg auf Instagram, liebe Tammy, Bergfexen ist nicht nur ein Account, das ist fast wie ein digitales Tagebuch. Wie hat es bei dir angefangen und was sind da deine Hauptthemen, über die du postest? Ein paar hast du ja vorher schon genannt. Also angefangen hat alles mit einem Weißbier auf dem Rauschberg. Nein, auf dem Hochfein war das damals. Mit einem Foto wahrscheinlich auf dem Weißbier. Ja, das Weißbier habe ich natürlich auch getrunken, aber genau, ein Foto von einem Weißbier auf dem Hochfein. Das ist ganz gut angekommen. Und dann war länger nichts. Und dann habe ich einmal ein Foto gepostet im Winter auf dem Herzogstand, weil ich habe in Benediktbeuern Sozialarbeit studiert. Ist natürlich auch eine tolle Gegend, um auf den Berg zu gehen mit dem Walchensee. Und das war irgendwie so total magisch, weil oben war Pulverschnee und dann war quasi Hochnebel. Das heißt, dieser Pulverschnee ist übergegangen in Nebel. Also du hast dich gefühlt wie im Himmel. Und da habe ich dann auch ein Foto gemacht, wie ich so einen Schnee aufgeschmeiß. Und das war tatsächlich das Bild, das dann so ein bisschen durch die Decken gegangen ist, blöd gesagt. Also heutzutage, da die sagen, die paar Likes, aber damals war das halt dann schon ziemlich viel. Was war der Auslöser?
Es war der Auslöser auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann ist es eigentlich immer so ein bisschen weitergegangen. Dann haben die ersten Marken auf und zugekommen mit T-Shirts, Pullis und so weiter. Und genau, und mittlerweile stehe ich jetzt hier und kann sagen, dass ich mit 3 heimischen Chiemgauer Marken und Firmen zusammenarbeiten darf. Das ist Bergarder, Biotik und Schönrammer, wo ich mich auch total wohlfühle. Und ich habe auch immer gesagt, ich bleibe auch im Chiemgau. Also ich mache keine Werbung für irgendwen, sondern gut, Kampagnen mal. Ich habe für Hyundai schon Sachen machen dürfen, für Red Bull schon Sachen machen dürfen, für Polar. Aber feste Kooperationen, da bleibe ich bei uns in der Heimat, weil ich möchte einen wirtschaftlichen Kreislauf schaffen, der für die Heimat auch Sinn macht. Also ich möchte nicht das Geld, wenn Leute dann Sachen, Produkte kaufen oder so über meinen Instagram-Account oder über meine Werbung, das irgendwo hinpumpen, sondern das soll schon bei uns im Chiemgau bleiben. Und dafür stehe ich auch. Und wie hat sich dein Blick auf Social Media mit der Zeit verändert? Wann hast du angefangen? Genau, wann war das mit Fan? 2017, glaube ich. Aha, also schon einige Zeit. Ja, es ist schon ziemlich lang her. Ich habe das ja nie angestrebt. Also das ist einfach passiert und ich versuche immer nur das Beste draus zu machen. Ja. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich mag jetzt Influencerin werden und so. Also überhaupt nicht. Aber natürlich nimmst du das mit. Also mir braucht niemand verzeihen, dass, wenn das bei jemand anders so war, dass der nicht alles mitnehmen hat, was geht. Das machst du am Anfang. Und dann ist es wurscht, ob du nicht nur einen 20. Pulli und ein 15. T-Shirt und eine 100. Flaschen brauchst, sondern dann nimmst du das natürlich mit, weil du kriegst das ja vermeintlich, ich mache gerade Gänsefüßchen, also Anführungszeichen, umsonst. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich bin mittlerweile schon so, dass ich jetzt auch sage, bei solchen Sachen, nein, das mache ich nicht mehr. Ich mache nur noch bezahlte Sachen, weil ich nicht umsonst arbeite. Und ich muss schon sagen, dass ich mittlerweile eine gewisse Expertise natürlich aufgebaut habe, was auch die Produktionen angeht und so weiter. Und ich auch möchte, dass das bezahlt wird, mein Aufwand. Und ich brauche nicht nur einen Pulli und nur ein T-Shirt. Und damals war das halt schon so, dass du das alles nimmst und alles 10.000 verschiedene Sachen machst und Werbung und das mit aufgetragst am Berg. Und das da jetzt so nimmer. Also du verkaufst eigentlich dich so ein bisschen und du denkst überhaupt gar nicht mehr drüber nach, macht das jetzt einen Sinn? Bringt mir das irgendwas? Macht das überhaupt nur Spaß? Oder stresst mich das eher nur, wenn ich 5 verschiedene Marken auf einer Tour bewerben muss? Das heißt, du hast eher die Sinnhaftigkeit nochmal hinterfragt? Ja, auf jeden Fall. Seit du angefangen hast in den letzten Jahren? Ich habe, glaube 23 habe ich mein Gewerbe angemeldet und habe ab da dann auch angefangen, Geld zu verdienen. Ja. Die treibende Kraft war also ein bisschen der Felix, der ist Wirtschaftler. Und der hat das halt auch gesehen, wie ich rudert und meine Zeit investiere dafür, dass die Zeit nicht zahlt wird und dafür, dass irgendwie nichts rumkommt dabei, außer irgendwelche Produkte, die du gar nicht brauchst. Und der hat dann schon irgendwann gesagt, du machst das super und das ist alles cool, wie du das machst, aber es ist jetzt an der Zeit, ja, weil mir was einer käme. Genau, und du musst jetzt einmal eine Struktur schaffen, weil andere machen das auch und natürlich die nichts verlangen, die werden halt am ehesten genommen. Also es ist natürlich auch so, dass wenn ich Markenanfragen ablehne, weil es nicht zahlt sind, dann suchen sie sich halt wen anders. Gell? Also es gibt Hunderte, die das umsonst machen. Das habe ich gemeint mit vorhin, mir braucht niemand verzeihen, dass er das nicht machen hat. Weil das hat, glaube ich, jeder. Und so hat es angefangen, dass ich wirklich mal Struktur geschaffen habe und mich von ein paar Marken auch oder Produkten verabschiedet habe und jetzt so meine feste Routine habe, für die ich sehr dankbar oder um die ich sehr dankbar bin, dass ich weiß, okay, heute gehe ich auf den Berg und nehme mein Käsebrot mit von Bergader und mache was für Bergader und morgen wird es ein bisschen sportlicher. Da also feste Kooperationen. Genau, und also ein bisschen die Gefühle, die ich vermittle. Also Biotik ist eher sportlicher, das ist so, eher so sportlichere Touren, schnellere Touren und Bergader ist der Genuss am Berg. Schorrammer natürlich auch, wobei ich für Schorrammer viel auch daheim mache. Das ist also ein bisschen die Connection zur Landwirtschaft natürlich auch. Und so hat jede Marke ihren Platz und ihren eigenen Bereich und es ist für mich dann natürlich auch einfacher, das zu transportieren. Und bei über 66.000 Follower spürst du da manchmal einen gewissen Druck?
Ja, natürlich hat man Druck. Ich glaube, der größte Druck ist, dass du immer alle gefallen möchtest. Das habe ich am Anfang auch, das war ziemlich schwierig, weil du War das am Anfang so, ist es immer nur so? Ich möchte allen gefallen. Ist jetzt nicht mehr so. Aber am Anfang ist es so. Am Anfang denkst du dir, okay, es werden immer mehr Follower, ich muss jetzt performen, ich muss abliefern und ich möchte, dass das jedem gefällt. Und wenn das dann aber nicht so ist, dass das jedem gefällt und du das auch gespiegelt kriegst, das war ganz, ganz schlimm für mich. Aber mittlerweile denke ich mir, dann ist es halt auch so und ich bin mir sicher, dass es auch viele Leute gibt, die das nicht gut finden, was ich tue oder die sagen, oh, was tun sie schon wieder oder blöd daherreden. Und das ist auch fein für mich, weil im Leben, das schaffst du nie, dass die jeder mag. Also das ist ja nicht nur auf Social Media so, sondern im echten Leben auch. Also es gibt ja, weil ich habe auch Leute, wo ich mir denke, oh, das war jetzt ein Depp, die mag ich nicht oder wo ich nicht war, die brauche ich jetzt halt nicht oder so. Und genauso ist es ja, dass Leute das über mich denken. Und das ist ja völlig okay. Ich kann nicht jeden mengen und ich muss nicht jeden mengen. Das war utopisch, wenn ich sage, alle 66.000 muss ich gefallen. Eben. Aber das muss man halt auch lernen. Gell? Okay. Also das ganze Social-Media-Thema, das ist ja kein Ausbildungsberuf, das lernst du nie. Mittlerweile kann man studieren, ja, aber damals hat mir niemand gesagt, wie es funktioniert. Da wachst du ein und das musst du lernen und natürlich machst du Fehler. Ich habe auch viele Fehler gemacht in meiner Social-Media-Karriere. Mache ich jetzt manchmal auch noch, dass ich vielleicht Sachen sage, die ich lieber nicht sagen hätte sollen. Das lerne ich dann auch so ein bisschen von meinem Mann, weil der ist einer, der sagt mir lieber nichts, bevor er was falsch sagt und ich bin eine, ich sage immer alles, was ich mir denke. Okay. Und das habe ich auch so ein bisschen gelernt über die letzten Jahre, dass es manchmal auch okay ist, wenn man einfach mal seine Klappen hält. Ja. Wobei gerade bei einem der letzten Posts hast du mal sehr klare Aussagen getroffen, sehr authentisch, weil du hast irgendwie aufgrund von einem gewissen Post mal ein paar Followerinnen verloren. Nein, Follower verloren. Und das finde ich sehr authentisch und sehr cool, wenn man einfach da klar ist bei sowas. Und was ist da konkret passiert? Wenn du drüber reden möchtest. Ja, es ist ja so, dass mir sehr viele männliche Personen folgen. Das ist aufgrund vom landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Content so. Weil, wir haben ja vorhin schon geredet, das ist eine männerdominierte oder geprägter Bereich. Und natürlich gibt es hauptsächlich männliche Personen, die das auch interessiert. Und da haben natürlich manchmal auch Leute dabei, die sexualisierte Nachrichten schicken, sexualisierte Kommentare hinterlassen und solche Leute brauche ich nicht auf meinem Profil und ich poste immer mal wieder ganz gern feministischen Content auch. Ich darf mich selbst jetzt nicht unbedingt als Hardcore-Feministin bezeichnen, aber ich finde Feminismus gut und wichtig für unsere Gesellschaft und ich finde es auch wichtig, dass Frauen mehr gesehen werden in unserer Gesellschaft. Und wenn ich sowas hochlade, dann ist meistens so, dass dann die Followerzahl runtergeht. Also da geht es wirklich dann um ein paar hundert. Sofort, oder? Ja, schon. Ja? Entfolgen dir dann gleich. Ja, und genau, da habe ich eben dann eine Story gemacht, dass ich das eigentlich ganz gut finde, weil dann wäre da mal ein bisschen aussortiert. Ja, genau. Und was hast du genau gepostet? Ich habe ein Reel gepostet von einer Frau, die gesagt hat, die Männer regen sich aber darüber auf, dass es einen Frauentag gibt, aber es gibt da einen Männertag. Das wissen die Männer nur nicht, weil die Frauen den nicht für die organisieren. Verstehe. Ja. Okay, also gar nicht so einfach. Und wie entscheidest du genau bewusst, das ist jetzt Teil, was ich posten möchte, oder das bleibt privat? Ich habe natürlich Sachen, die ich nicht hochlade, wie zum Beispiel meine Partnerschaft. Also die Leute wissen, dass ich mit dem Felix zusammen bin und dass wir zusammen den Hof machen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Felix oft zum Singen ist. Und unsere Hochzeit zum Beispiel habe ich überhaupt nicht kommuniziert. Gar nichts drin? Nein, weil das ist unser Tag gewesen und das geht keine 66.000 Leute was an. Das ist einfach, das ist mir zu privat. Und die Leute wissen schon auch, mit wem ich so feiern gehe oder auf den Berg gehe, also meine Freunde oder Freundinnen. Aber ich darf jetzt niemals irgendwie kommunizieren, wenn es Streit gab oder wenn irgendwas ist oder ja, wenn irgendwas passiert ist oder so, weil das, ja, da trenne ich schon ganz klar mein Privatleben. Und ich bin der Meinung, dass jeder ja in seinem Leben eine gewisse Rolle einnimmt. Also ich bin
mit meiner Schwester habe ich die Rolle der Schwester, mit meinen Eltern habe ich die Rolle der Tochter, mit meinem Mo habe ich die Rolle der Partnerin. In der Arbeit habe ich meine Arbeitsrolle und so ist es auch auf Social Media. Da bin ich halt die Bergfexen, aber ich bin ja trotzdem auch noch die Tamara. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man da so ein bisschen sich selbst auch noch rausnimmt und vielleicht nicht alles über sich verrät, weil du machst dich nur angreifbar. Und wenn man dann mal so ein Gänsefüßchen, einen Shitstorm einmal kriegt auf Instagram oder auf Social Media, denkt man sich dann auch ab und so, warum mache ich das überhaupt? Oder für wen mache ich das eigentlich? Ja. Dass man kurz vor dem Kapitulieren ist. Gibt es sowas? An dem Punkt war ich schon oft. Also ich habe das ist jetzt auch schon richtig lang her, ich glaube 6 Jahre oder so, habe ich angefangen, Gipfelbücher einzubinden und mich so ein bisschen um die Gipfelbücher zu kümmern, weil ich gemerkt habe, hey, irgendwie, die haben alle ranzig und vollgeschrieben und keiner schaut drauf. Meistens. Es gibt natürlich auch Gipfeln, wo Picobello pflegt sind. Genau. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, dass ich ein Gipfelbuch im Rucksack gehabt habe und halt geschaut habe, okay, kann ich da irgendwie das schöner machen oder so. Und bin ein sehr kreativer Mensch und habe mit Acrylfarben so Einbände gemalt und habe dann auch bestehende Gipfelbücher quasi mit diesen Einbände eingebunden. Und da habe ich auch Fehler gemacht. Gell? Da habe ich am Anfang meinen Aufkleber mit Instagram-Namen aufgeklatscht. Okay. Hätte auch nicht sein müssen. Weiß ich jetzt, oder? Ist mir damals auch gespiegelt worden, habe ich ganz schnell wieder aufgehört damit. Aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Du machst halt manchmal, glaube ich, einfach Sachen, weil du gar nicht weißt, was richtig und was falsch ist. Und das lernst du halt dann. Ja. Und so habe ich halt dann da mich so ein bisschen um die Gipfelbücher gekümmert und das ist im Berchtesgadener Land überhaupt nicht gut angekommen. Und da gab es ein paar so Mädels, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mir wirklich krasse Nachrichten zum Schreiben. Heutzutage, wenn ich sowas kriege, da das zur Anzeige bringen. Damals habe ich das nicht gewusst, dass das geht. Ja. Also wirklich auch mit Drohungen. Und das war schon krass, weil ich habe es nicht verstanden, weil ich dachte mir, ich kümmere mich doch nur um Gipfelbücher. Aber die haben sich so angegriffen gefühlt in ihrem Berchtesgaden, dass ich jetzt da auf einmal bin und genau, das war damals ganz, ganz schlimm für mich und da war ich auch kurz davor, dass ich aufhöre. Aber ich habe mich wieder gefangen. Mittlerweile mache ich das nur noch in Rüpperding. Da gibt es eine Abmachung mit Rüpperding Tourismus, die freuen sich total, wenn sich da jemand drum kümmert und sonst klang ich nichts mehr an. Okay. Die Fragen, die ich dir stelle, die weißt du nicht, gell? Nein. Und ich habe mich vorbereitet mit den Fragen und habe da gleichzeitig jemanden noch gefragt, die ist auch aus der Landwirtschaft, was ich nur ergänzen kann. Und die nächste Frage ist jetzt nicht von mir, sondern die wollte einfach wissen, wenn man den ganzen Tag so im Hofleben unterwegs ist, wie viel Zeit braucht eigentlich so eine Contentplanung? Also wie viel Zeit investiert man wirklich für sowas? Weil sie hat gesagt, wow, das muss ja unglaublich aufwendig sein, wieder zu überlegen, was poste ich, wie poste ich, wie schaffe ich das auch, sage ich mal, von der Technik und so weiter und so fort. Das ist das Erste. Und genau, das würde ich gerne mal von dir wissen. Ich glaube, dass viele Leute meinen, dass man das jetzt nur für Social Media macht, aber das ist bei mir tatsächlich echt so, ich wurschtel am Hof rum und dann stelle ich einfach nebenbei das Handy auf. Das ist voll Routine schon. Ja. Und das ist ganz lustig, weil sogar mein Mo, der mir jetzt schon wirklich ganz lang kennt und den ganzen Prozess ja miterlebt hat, immer nur fasziniert ist und sagt, wann hast du denn das jetzt gemacht? Okay. Boah, ist das geil geworden, wie hast du denn das jetzt gemacht? Und das heißt, total ist das schon bei dir im Blut. Ja, das finde ich ganz lustig und ich war mal, mein Bruder war aber nicht so überzeugt von dem Social Media Ding, was ich da mache. Und dann war ich mit ihm mal für eine Kooperation in Österreich am Wochenende und habe halt dann da auch produziert und wir haben am Berg gegangen und der ist dann am Nacht zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss mich jetzt bei dir entschuldigen, weil das ist so krass, was du da machst. Einfach nebenbei das alles. Ich habe das gar nicht alles richtig mitgekriegt, wann du das gefilmt hast und fotografiert hast und jetzt hast du das innerhalb von einer Stunde hochgeladen. In der Stunde hätte ich schon gebraucht, bis ich mir überlege, was ich für ein Foto hochlade und was ich dazu schreibe oder so. Und da hat er sich echt bei mir entschuldigt, hat gesagt, das ist echt krass, was du da machst. Das ist schon sehr routinemäßig und professionell auch, wie du da ablieferst. Und da habe ich das erst gemerkt, dass das ja schon eben auch dieser Job ist, so ein bisschen, der bei mir so nebenbei schon läuft. Ja. Aber dann haben schon so Sachen wie jetzt, wir haben jetzt unseren Ochsen geschlacht. Natürlich heute ich da viel Rücksprache mit den Jungs auch, weil es einfach um einen Hof geht. Ja. Und auch darum, wie wir da stehen.
auch im Dorf und so weiter. Da nimmt sowieso keiner mehr ernst mit unseren Hochlandrinder, die sagen alle, das ist eine Hobbylandwirtschaft. Aber da muss ich schon viel auch mit den Jungs reden, da kann ich nicht einfach lustig hochladen, wie ich meine. Also wenn du unsicher bist, fragst du die Jungs. Voll, vor allen Dingen, wenn es um Landwirtschaft geht oder wenn es um Themen geht, die vielleicht heikel sein können. Also das ist ja gerade in der Landwirtschaft, die Leute kennen sie nicht aus und meinen eine Meinung zu haben und ja, es ist einfach so schwierig und es ist manchmal eine tickende Zeitbombe oder so ein Minenfeld, muss man fast schon sagen, weil es kann ganz schnell nach hinten losgehen. Du arbeitest ja medienpädagogisch. Viele junge Menschen wachsen gerade mit Instagram, TikTok und Co. auf. Was beobachtest du gerade bei denen von der Entwicklung her und was fällt da positiv sowie negativ bei den jungen Leuten, also bei den Kindern, Jugendlichen auf? Was ich bedenklich finde, ist künstliche Intelligenz. Da wird jetzt viel auf uns zukommen, weil die natürlich immer besser wird, in Richtung Fake News. Das sind einfach, ja, das ist einfach gefährlich, was da auf Social Media Propaganda zum Singen ist. Und du kannst einfach, ich glaube, das dauert jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr und dann kannst du nicht mehr echt von unecht unterscheiden. Und was ich ganz wichtig fand, ist, dass da einfach auch Geld in die Hand genommen wird vom Staat oder für Aufklärung. Von Kommunen auch für Aufklärung. Und das machen wir auch. Also wir fahren an Schulen, machen Präventionsprojekte. Ich habe ein KI-Projekt entwickelt, wo man so ein bisschen lernt, wie funktioniert künstliche Intelligenz eigentlich, wie kann ich unterscheiden, was echt ist und was nicht. Wie kann ich mit KI kreativ und sinnvoll arbeiten, weil das ja auch oft so ein bisschen verloren geht. Und wie viel Energie verbraucht KI eigentlich? Also das ist ja auch der absolute Wahnsinn, wie viel Energie wir da verballern, nutzt unsere Belustigung manchmal auch. Ja. Und da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen drauf schauen. Und das ist auch was, ja, was mir so ein bisschen Angst macht. Jetzt so im medienpädagogischen Bereich. Genau, und was mir aber total Spaß macht, ist dieses kreative Arbeiten. Ja. Und wie kommt man, sage ich mal, als Schule oder als, ja gut, Kindergarten ist wahrscheinlich noch zu früh, an so eine Beratungsleistung, die ihr da macht, wo du angestellt bist? Also wie kommt man an sowas ran? Also wir haben sogar in Kindergarten und Kitas. Es gibt ein Programm, das heißt Kita Digital. Und wir haben 2 Kita Digital Coaches, 2 Damen, meine Kolleginnen machen das, die dann in die Kitas fahren und dort Aufklärungsarbeit leisten und Tablets quasi ausgeben und die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen sagen, wie man denn kreativ und sinnvoll mit Tablets mit kleinen Kindern schon arbeiten kann. Was natürlich auch manchmal so ein bisschen schwierig ist, weil es natürlich viele gibt, die sagen, oh, muss das jetzt schon im Kindergarten sein und haut es halt ab da mit einem Digitalscheiß und Medienscheiß. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, früh genug anzufangen, weil je früher du anfängst, desto sicherer ist das Kind irgendwann unterwegs in dieser Medienwelt. Und ansonsten einfach bei uns vorbeikommen. Wir sind in Traunstein in der Bahnhofstraße oder bei uns anrufen. Wie heißt das genau, die Firma? Q3, Quartier für Medienbildung Abenteuer. Genau. Und genau, wir machen sämtliche Schulformen, alle Jahrgangsstufen und auch offene Jugendarbeit. Wir haben zum Beispiel eine Jugendradioredaktion, wo man immer vorbeikommen kann. Wir haben Ferienprojekte, auch bei unserem Bauernhof und einfach anfragen. Wie ist denn das? Und, also das interessiert mich wirklich, weil ich glaube, dass das an Schulen oft einmal zu kurz kommt, das ganze Thema. Und kann jetzt, wenn ich jetzt normaler Lehrer bin oder Direktor von einer Schule, kann ich euch einfach fragen und dann macht ihr das? Oder wie läuft sowas? Genau, also die Finanzierungsfrage ist natürlich, steht natürlich im Raum. Oft ist es so, dass Schulen einen Förderverein haben, der sowas übernimmt. Okay. Oder dass wir schon Projekte haben, die finanziert sind. Also es gibt quasi Projekttöpfe und wir überlegen unser Projekt dazu, beantragen das, dann führen wir es durch und dann wird uns das Geld ausgeschüttet. Das heißt, es gibt auch Projekte, die voll finanziert sind. Es gibt zum Beispiel die Medienwerkstatt in Mühldorf, die führe ich immer durch. Das ist eine ganze Woche, wo Schulen Projekte umsonst buchen können und dann kommen Referentinnen wie ich zum Beispiel und machen mit der Schulklasse ein Radioprojekt oder ein KI-Projekt. Und es gibt zum Beispiel in Chiemgau auch die Chiemgauer Medienwochen,
wo 2 Wochen lang vollfinanzierte Projekte stattfinden, wo Schulklassen und pädagogische Fachkräfte auch Fortbildungen zum Beispiel buchen können. Gut. Tami, was bedeutet für dich, sich selber treu bleiben und authentisch sein, vor allem im digitalen Raum? Erst denken und dann handeln. Da haben wir wieder bei die Esel. Gut. Das ist ja das, was ich so ein bisschen gelernt habe. Ich glaube, nur so kann man sich ja selbst treu bleiben. Und sie nicht für alles hergeben. Das meine ich mit dem erst drüber nachdenken. Macht das überhaupt Sinn? Muss das jetzt überhaupt sein? Und authentisch, ich glaube, ich bin schon authentisch, weil ich über das sage, was ich mir denke. Und wahrscheinlich ist man authentisch, wenn man die Sinnhaftigkeit erklärt hat, ja. wie du gerade gesagt hast. Ja, also ich mache immer mal wieder die Erfahrung, dass Leute zu mir kommen und sagen, meine Arbeitskollegin hat mich gefragt, ob du das wirklich alles machst oder ob du nur so tust auf Instagram. Hast du den Baum wirklich umgeschnitten? Wo ich mir dann so denke, aber du siehst doch auf dem Video, dass ich den Baum umgeschnitten habe. Also wie soll ich das denn faken? Das geht ja gar nicht. Ja, in 2-3 Jahren wirst du das faken können mit KI wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also glaubt es nicht alles, was ihr sagt. Ja, wer weiß, ob sie wirklich den Baum umgeschnitten hat. Also das ist doch diese Authentizität, die ja unabdingbar ist, weil wenn das auf dem Video drauf ist, dann habe ich es ja gemacht. Also dann könnt ihr mir das erklären, dass das so ist. Und ich glaube, ich darf jetzt niemals auf Social Media irgendwas sagen, wo ich nicht dahinter stehe. Also da kann man das schon glauben, was ich alles sage. Und ich darf mir jetzt auch mittlerweile natürlich, ich habe ja auch gelernt, nimmer für alles hergeben und nimmer für alles verkaufen. Und hast du ab und zu so einen Spiegel, der da sagt, du pass auf, Tami, das geht jetzt gerade mal gar nicht. Bei den Tiersachen, wie vorher hast du schon mal gesagt, deine Jungs auf dem Hof. Aber grundsätzlich kann man da wirklich auch nochmal so objektiv bleiben, dass man nicht betriebsblind wird und irgendwie alles postet und sagt, wow, das ist alles gut. Hast du da nochmal irgendwie Buddies oder Freundinnen, die da sagen, du pass auf, Tami, das war jetzt vielleicht nicht so cool? Ja, also mein bester Spiegel haben ja meine Follower natürlich. Die sagen mir das dann schon, wenn irgendwas nicht cool ist. Und eben, ja, wie gesagt, Jungs und meine beste Freundin, die Bernie, die ist schon auch, die frage ich manchmal auch so, kann ich das hochladen, soll ich das posten, ist das zu krass, soll ich es lieber bleiben lassen? Und die sagt dann auch ganz ehrlich, ja, passt oder nein, da die jetzt halt nicht. Und das ist dann schon gut. Ja. Also kann man nochmal objektiv bleiben, dass man nicht komplett betriebsblind wird? Auf oder so? jeden Fall. Okay. Also betriebsblind wäre es in Social Media, glaube ich, sowieso nicht. Okay. Weil immer der Spiegel die Follower sind. Genau. Tami, welchen Tipp hast du, wenn jemand was richtig gut kann oder für was brennt? Wie startet man auf Social Media, um sich selber nicht zu verlieren? Das Wichtigste ist, kreativ zu sein und ein gutes Foto- und Videoauge zu haben, weil wenn man das nicht hat, dann ist es natürlich schwierig. Also ich meine, auf einer bildbasierten und videobasierten App groß zu werden, wenn man nicht gern fotografiert wird, wenn man nicht gern in die Kamera spricht oder nicht gern vor der Kamera ist schwierig, außer du machst vielleicht Kochvideos oder DIYs, irgendwelche Bastelsachen, dann geht das schon. Ich glaube aber auch, dass es mittlerweile generell schwierig ist, weil es einfach so überschwemmt ist. Also weil ja mittlerweile so viel Leute das machen. Und ich denke mal, dass ich damals eine ganz gute Zeit erwischt habe, weil da einfach noch nicht, weil es da noch nicht so viel Leute überflutet. gab. Genau. Wenn du jetzt halt im Chiemgau schaust, dann gibt es ja schon einige Accounts, die groß sind und die Berg-Content machen. Ich glaube, ich hebe mich da schon ein bisschen ab, weil ich halt die Landwirtschaft nur dazu mache. Aber ich glaube, heutzutage ist es wahrscheinlich sogar schwierig und ich hoffe, dass viele Leute dann nicht den Weg gehen und das machen, glaube ich, schon manche, vor allen Dingen die Jüngeren, den sexualisierten Weg gehen, die dann OnlyFans machen und sich wirklich selber verkaufen, nur um irgendwie Reichweite zu generieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wenn du sowas machst und glücklich sein möchtest, also wenn du Social Media machen möchtest, Influencerin werden möchtest und trotzdem glücklich sein möchtest, dann bewahre dir dein Privatleben. Weil das ist schützenswert und das geht niemandem was an. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da so ein bisschen positioniert und auch einfach mal eine Grenze zieht und sagt, so bis hierher und nicht weiter. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt was gut kann und mich zeigen möchte, dann muss ich auf jeden Fall mit Bild und Ton auskennen, dass das richtig gut ausschaut, sonst wird es schon schwierig.
Das ist die Message. Ja, das hast ja du mit deinem Podcast auch schon gelernt. Absolut, ja. Dass man das, oder man lernt es halt. Dann ist Oder halt es wächst langsam. Genau, dann ist es halt am Anfang nicht gut, aber vielleicht wird es immer besser, natürlich. Also ich darf jetzt grundsätzlich schon mal sagen, wenn du was machen möchtest, dann probier es aus. Absolut. Also ganz wichtig, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch wichtig, nicht an der Stelle stehen zu bleiben, sondern immer sich weiterzuentwickeln, sich Inspirationen zu holen, wo es ja auch genügend gibt mittlerweile, und an sich zu arbeiten. Ja, und die wenigsten haben einen Durchbruch von heute auf morgen gehabt, gell? Also das ist ja immer ein Aufbau gewesen wahrscheinlich. Ja. Genau. Tammy, kurz und knapp, Intro oder Fragen. Wie schaut's aus? Eselwanderung oder Gipfeltour allein? Boah, du bist ja fies. Hilft nix. Gipfeltour allein. Frühaufsteherin oder Nachteule? Nachteule. Arbeit am Hof offline oder online mit dem Stativ? Offline. Tierpflege oder Contentplanung? Tierpflege. Ein schönes Gespräch oder ein viraler Post? Ein schönes Gespräch. Schau, so schwer war es nicht. Und jetzt noch letzte Frage. Wenn da heute eine junge Frau gegenüber sitzt, eine, die zweifelt, die gerade nicht so recht weiß, wo sie hingehört, die sie mit anderen vergleicht, was darfst du ihr von Herzen mitgeben? Also wenn ich mal nicht weiß, wie es weitergeht oder wo ich hingehöre oder nicht weiß, wo mir der Kopf steht, dann denke ich immer daran, dass das Leben weitergeht. Also die Zeit wird alles regeln, und ich bin da schon so ein bisschen, dass ich mir denke, es passiert alles aus einem Grund. Also ich glaube da fest dran sogar. Es passiert alles aus einem Grund, und wenn irgendwas nicht sein soll, dann hat es einen Grund, dass es nicht sein soll. Und wenn was sein soll, dann hat es einen Grund, dass es sein soll. Und zu sich selbst zum Finden und nicht auf andere zum Hören, so bin ich nämlich, das ist, glaube ich, schon wichtig, für sie einzustehen. Gerade als Frau, ganz, ganz wichtig. Und einmal auf sich zu vertrauen, dass das schon richtig ist, was man da gerade tut oder was man sich denkt oder was man sich ausgedacht hat. Und nicht immer zweifeln, sondern einfach einmal machen. Aber halt auch diese Eigenschaft mit dem erst denken und dann handeln. Es macht manchmal auch Sinn, erstmal drüber nachzudenken, bevor man was tut. Ja. Dankeschön. Bitte. Tammy, du hast uns heute mitgenommen, nicht nur auf den Hof und in die Natur, sondern auch ein Stück näher zu uns selber. Danke für deine Offenheit, für deine Klarheit und für den Mut, dich so zu zeigen, wie du bist, mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, die Folge mit der Tammy hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein an Dir Podcast. Bis bald, habt eine schöne Zeit und schaltet euer Handy vielleicht einmal öfters aus. Es orientiert sich und geht in die Natur. Es lohnt sich auf jeden Fall. Pfiat euch. Servus. Wow, das war lang.